Das ist zum Beispiel ein Silberhochzeitsgeschirr. Das hat man zu einer bestimmten Zeit, hat das halt so ein Jubelpaar immer zur Silberhochzeit dann kriegt oder sich vielleicht selber auch kauft. Auf jeden Fall steht da auf der Tasse auch der Silberbraut oder dem Silberbräutigam. Also hat auf jeden Fall jeder gewusst, woraus trinken muss. Also das finde ich ganz toll. Das hat jemand im Dorf hat ausgeräumt und hat keinen Platz mehr gehabt und hat gesagt, magst du das nicht für deinen Kaffee haben? Und ich habe gesagt, gar nicht, weil es ist ja wirklich eine Bereicherung, gell? Angela und Gebhard Bauer in ihrem historischen Café im Allgäu. Ja, also da haben wir noch ganz was Besonderes. Also ich würde sagen, dass das sicher einer der ältesten elektrischen Kaffeemaschinen ist. Hier hat man angesteckt und das Wasser reinkommen. Und dann hat das Wasser heiß gemacht und das ist nach oben gestiegen, der Dampf. Und dann läuft das unten wieder raus. Also ich finde das ganz was Tolles. Hat mein Mann auch mal irgendwo geschenkt gekriegt. Wie so vieles, gell? Genau. Ja, in welchem Zustand haben Sie denn dieses Haus hier übernommen? Oh, das war schlimm. Als das Haus zum Verkauf gestanden ist und mein Mann da so sehr interessiert war, dann hat er gesagt, das müsste ich mir unbedingt anschauen, weil das wäre so was Tolles. Und dann sind wir da reingekommen und der ist von Tür zu Tür in jedem Raum so die Tür so aufgemacht und hat gesagt, guck, wie schön das ist. Und ich habe außer Gestank und Krust überhaupt nichts gesehen. Es war einfach alles zugemüllt und zugestellt, sage ich jetzt mal. Von Krust, Bücher, Zeitschriften, uralt. Es war einfach alles voll. An jeder Tür sind so Haken gehängt, wo mit Jacke, mit Beutel, mit Tasche zugehängt waren. Es war einfach in einem wahnsinnigen Zustand. Ich habe den Krust ausblendet, habe eigentlich gleich gesehen, dass die Türen alle original sind, was ja heute nicht so selbstverständlich ist. Habe auch gesehen, dass die alten Fenster zwar richtig schlecht sind, aber reparierbar. Habe den alten Kachelofen auch und das hat mich einfach fasziniert. Also naiv war ich auch, also sonst machst du das nicht. Also wenn man da zu viel überlegt, was alles auf ihn zukommt, dann tät man es nicht machen. Von Ostern bis November öffnen Angela und Gebhard Bauer ihr Café an 3 Wochenenden im Monat. 5 Jahre lang haben sie jede freie Minute in die Sanierung des einstigen Kaplanhauses gesteckt. Mit Geschick und Geschmack ist daraus ein wahres Schmuckstück geworden. Ein beliebter Anziehungspunkt für das kleine Pfarrdorf Gestratz, das zwischen Kempten und dem Bodensee liegt. In ihrem Denkmal an Café gibt's nur Selbstgebackenes von Angela Bauer. So, kommt noch die Himbeermandel. Das ist die Spezialität des Hauses. Was ist da alles drin? Da ist eigentlich gar nicht viel drin, sondern das ist ein Mandelboden, wie gesagt, Baiser. Und dann kommt Himbeer mit Himbeersirup, wird ein bisschen angedickt mit Puddingpulver und dann kommen noch Amaretinis da drauf. Ich möchte natürlich nicht zu viel vom Rezept. Ich soll ja zu mir kommen zum den Kuchen essen. Sie haben ja Ihr Café in einem Denkmal, Gastronomie und Denkmal. Muss man da Kompromisse schließen? Also, als wir es fertiggestellt haben, da muss man schon Kompromisse schließen. Weil manche Sachen hätte man halt schöner lassen. Das sehen jetzt zum Beispiel an der hinteren Wand. Vielleicht, wenn man jetzt keine Gastronomie hätte, würde man vielleicht die Platte, die jetzt da so in halber Höhe ist, würde man vielleicht noch niedriger machen oder vielleicht gar nicht nachmachen oder so. Aber das muss einfach sein aus Hygienegründen. Also, war auch nie ein Problem mit dem Wirtschaftskontrolldienst, weil die haben gesagt, ihre Vorgaben haben aber auch Kompromisse gemacht. Und den oberen Teil als Holz konnte man also lassen? Mhm, ganz genau. Wird natürlich immer wieder gesäubert mit Staubsauger und so. Gell? Aber sieht schön aus. Ja, finde ich auch. Gell? Das macht es auch irgendwie gemütlich. Gut.
Gibt es einen Trick? Ich habe eigentlich keinen besonderen Trick. Ich bin gelernte Hauswirtschaftsmeisterin und arbeite auch schon seit 40 Jahren im Privathaushalt und kommt schon Routine dazu. Und wir haben ja auch das Kaffee, weil mein Mann sagt, ich kann so gut Kuchen backen. Das hat er damals gesagt, wo das Haus zum Umbau gestanden ist, hat er zu mir gesagt, du, da machen wir Kaffee rein. Du kannst so gut Kuchen backen und schwätzt für dein Leben gern. Darum ist das entstanden. Das war jetzt nicht mein großer Wunsch, selber Kaffee zu besitzen. Schuld an allem ist also der Ehemann, der als Kaminkehrermeister in viele Keller und Speicher gekommen ist und dabei eine Liebe zu alten Dingen entwickelt hat, die andere oft achtlos beiseite legen. Man kann es natürlich auch zum Ablaugen tun, aber beim Ablaugen habe ich halt viel Holz auch kaputt oder der Leim heraus und darum ist einfach für die Tür selber ist besser, man macht es mechanisch ab und nicht ablaugen, weil der Leim hebt halt und ist besser fürs Holz auch. Und wie alt ist jetzt die Tür? Diese Türe ist von der Zeit, circa wo das Haus ist. 80, 17 bis 18, 20, 30 in dieser Zeit circa. Sie haben ja auch Schindeln an Ihrem Haus. Ja, es war klar, es muss eine Außerdämmung nach und so weiter. Es war klar, die kommen alle weg. Und dann ist da der ganze Haufen gelegen. Da sind noch eine. Dann sage ich zum Spaß zu meinem Schwager Huppert, der mir sehr viel geholfen hat. Dann sage ich, du, die sind ja noch gut, die können wir eigentlich wieder nachmachen. Und dann sagt der Huppert, ja, dann machen wir es wieder nach. Und dann haben wir alle Schindeln ausgenagelt, die Nägel raus und die schlechter weg und die gut aufgehebt. Und dann waren wir da noch der Meinung, dass wir es streichen und haben es einfach, wie sie gekommen sind, wieder nachgenagelt. Und dann hat sich das Bild ergeben und dann haben wir gesagt, ja, die brauchen wir doch gar nicht streichen. Die lassen wir so, wie es ist. Und wie viel haben Sie da noch? Ja, ich habe schon ein paar Kisten heute aufgehebt. Ich denke, wenn man mal eine Krippe bauen will oder sonst irgendwas, ich habe es einfach mal aufgehebt. Im Ofen sind sie ja schnell dann. Genau. Das hat mich eigentlich auch von Anfang an ein bisschen begeistert, weil einfach in dem Haus sehr viel Altes noch da ist. Ich habe immer gesagt, das Haus hat es verdient, dass man es richtet. Wir kommen bei unserer historischen Kaffeehaustour nach Rettenbach in der Oberpfalz. Hier liegt das Hofcafé zur Hölle. Sein Name lehnt sich an das dortige Naturschutzgebiet im Höllbachtal an, einem beliebten Ausflugsziel zwischen Regensburg und Cham. Manch ein Bewohner ahnt vielleicht gar nicht, in welch höllisch-himmlischer Umgebung er hier lebt. Der Hof ist ein Waldlerhaus von 1752. Das Erdgeschoss aus Bruchsteinen und das Obergeschoss ein Blockbau. Wegen Einsturzgefahr sollte der Einfirsthof eigentlich abgerissen werden. Tabea Falter ist Energieingenieurin, ihr Vater Johann Ingenieur für Nachrichtentechnik. 5 Jahre lang hat die Familie gemeinsam ihr Denkmal saniert.